Für AMG-Fans ist heute so eine Art Vorfeiertag. Die E-Klasse bekommt nämlich eine neue AMG-Version, wobei neu in diesem Fall relativ ist, denn unter der Haube ändert sich eigentlich nichts. Den E53, den quasi kleinen AMG, gibt es weiterhin als Limousine und als T-Modell mit einem Sechszylinder unter der Haube plus Elektrounterstützung. Der Verbrenner hat eine doppelte Aufladung durch einen Abgasturbolader und einen elektrischen Zusatzverdichter. Der Benziner leistet 435 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 520 Newtonmetern zur Verfügung. Sein elektrischer Startergenerator liefert kurzzeitig zusätzliche 16 Kilowatt Leistung sowie 250 Newtonmeter Drehmoment und speist außerdem noch das 48 Volt Bordnetz. Das ist aber beim Vor-Facelift auch schon so, also was ist denn nun neu? Vor allem die Frontansicht. Die kommt natürlich von der Modellpflege der E-Klasse, hat aber eine AMG-spezifische Kühlerverkleidung. Auch die Heckansicht wirkt jetzt muskulöser, es gibt eine neue Heckschürze und einen neuen Diffuser-Einsatz. Bei der Limousine kommen hier noch die zweiteiligen Heckleuchten dazu, beim Kombi gibt's das schon lange. Innen gibt es die große Displaylandschaft serienmäßig, vor allem aber das MBUX-System mit dem Hey Mercedes Sprachassistenten ist die große Neuerung bei der aufgefrischten E-Klasse. Auch das neue AMG Performance Lenkrad mit 3 abgerundeten Doppelspeichen wird den Fans sofort auffallen. Wem das alles noch nicht reicht, der kann sich auf den E63 freuen, denn da könnte es auch mehr Leistung geben. Und dann ist für die AMG-Fans richtig Feiertag.